iranische TRT-Journalist Mir Kamil Kashgali deckte im Zuge investigativer Recherchen auf, wie Chinesen mit Hilfe von gefälschten Urkunden, die eine Zugehörigkeit zum Islam vortäuschen, junge Pakistanerinnen zur Heirat drängten. Kashgali legte dar, wie den Opfern oftmals danach ihre Organe entnommen und diese dann in China verkauft werden. Wegen Korruptionsvorwürfen verhaftete man den ehemaligen Gouverneur Chinas, Nur Baekri, im September 2018 in Peking. Das hohe chinesische Gericht verurteilte Baekri wegen Korruption, Gesetzesuntreue und Justizbehinderung. Der Präsident des East Turkestan Information Center bezeichnet den ehemaligen Gouverneur der uigurischen Region als einen treuen Kollaborateuren der chinesischen Besatzer, dennoch seien die Vorwürfe der chinesischen Justiz unhaltbar. Chinas brutales Agieren gegen den loyalen Baekri ist wohl auf seine uigurische Herkunft zurückzuführen. Ömer Bekali, ehemaliger Insasse eines Internierungslagers in Ostturkestan, sprach in Schweden auf einer Veranstaltung von Amnesty International über die Assimilationspolitik Chinas. Bekali berichtete zudem von seinen 8 Monaten Aufenthalt in einem Arbeitslager. Tausende uigurische Frauen sind durch die tragischen Entwicklungen in Ostturkestan gezwungen, chinesische Männer zu ehelichen. Bereits die meisten uigurischen Männer sind unter der chinesischen Staatsgewalt interniert, chinesische Spione in Familien unter dem Deckmantel der Familienhilfe installiert. Demnach haben die Frauen also kaum mehr eine Chance, einer Zwangsheirat zu entgehen. Der amerikanische Senat hat einem Gesetzesentwurf zugestimmt, der vorsieht, die militärische Unterstützung Saudi-Arabiens im Jemen einzustellen. In der Politik erwartet man nun ein Einschreiten durch Trump, der durch ein Veto die Nichtigkeit des Beschlusses erreichen könnte. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu porträtiert sich als Verantwortlichen von Gaza, da er sämtlichen Führern der arabischen Welt die Kontrolle über das stetige Pulverfass anbot. Keiner von ihnen hätte Interesse an dem Vorschlag gezeigt, so Netanyahu.